Mein Name ist Annelie Scheuren und meine Kollegin heißt Nadia Zimmer. Wir sind alle vom Zentrum für politische Bildung. Wir sind eine unabhängige Stiftung, die gibt es seit 2016 und wir befassen uns mit ganz vielen gesellschaftlichen Themen. Als Bonn-Pratik, die wir heute vorstellen, also als ein Demokratielabor, die Bornen, die hier alle gut stehen. Das ist eine interaktive Ausstellung, was manchmal dummer da, also mit interaktiv manchmal erstens muss ich ganz viel selber mit den Händen eben uppacken, also ganz viel Sachen uppacken. Zweitens muss ich eben auch sich mit einer zweiten Person auseinandersetzen, also mit einer zweiten Meinung, weil kann ich nämlich zu zweit durchgehen und der Fokus geht auch um Dialog. Und drittens muss ich eben auch eben mit sich selber sich auseinandersetzen, mit seiner eigenen Meinung, weil ich die auch eben erklären muss und du mir dann sich selber du auch eine Frage stellen muss. Die Ausstellung ist auch auf 3 Sprachen, plötzlich angepasst, also Französisch, Deutsch und Englisch. Und von man kennt, dann gehen wir mehr Sprachen abblenden, aber das ist einfach kein Platz auf der Expo. Und das ist auch eine Wanderausstellung, das ist wichtig zu sagen. Also die Idee ist, dass wir wirklich mit der Ausstellung bald Gemenge kommen und nicht, dass die Leute müssen bei uns kommen. Und die Ausstellung kann von allen öffentlichen Institutionen gratis ausgelehnt gehen. Dann muss ich dann eben just am Anfang am Voraus aufschwatzen. Das ist an sich ein guter Platz, für das Leute zusammenkommen an der Gemeinde. Also kann ich einfach hier mit einer Gruppe kommen, an andere Leute begegnen, die eben dann nicht kannst aus der Gemeinde. Und dann einfach hier durch die Exposition gehen und die Themen diskutieren, mit denen ich eben konfrontiert wird an der Expo. Und voilà, dadurch da sind dann einfach diskutiert mit der anderen Person, lernt die Person noch besser kennen, aber stärkt den halt einfach auch so, voilà, die Kompetenz, seine Meinung ranzubringen und merkt den halt einfach, dass er den Effekt hat, dann seine Meinung auch zu reflektieren. Und voilà, das motiviert halt einfach auch für sich einfach allgemein an der Gemeinde zu engagieren oder auch darüber hinaus an ein Teil eben von der Partizipation kann halt sein, wählen zu gehen, kann aber auch sich selber aufzustellen und eben noch ganz viele Sachen. Also von daher ist ein Demokratielabor wirklich auch eine nachhaltige Praxis für einfach Partizipation zu stärken, ob voilà, einfach von den Leuten, die so besichern kommen.